ging weißt, in einer Kannerklinik vor einer Krebsstation op die Station Wurschlung an dann erklärst du denen Leute wisst wat Misere ist. Was das Misere, das ist nicht das Restaurant. Klar, das ist eine andere Lebensqualität, wie man gewinnt wäre. Aber das ist aber nicht die Lebensqualität, die du brauchst. Weißt du, viele Leute wissen nicht, was Gesundheit wert ist. Und das hast du realisiert. Weißt du, kriegst von einem Tag auf den anderen alles geholt, du kannst gar nicht mehr machen, weißt du. Willkommen zurück bei der Gölle Froh, dem Nummer 1 Podcast zu Lützeburg. Mein Name ist Tom Busseler. Mein Name ist Philipp Iberich und heute mal die ganz große Eier bei uns können zu begrüßen, den Erik DJ Nossi Nostbusch. Das ist ein Intro, wie so rangelaufen kommen, so mit Mantel. Geil. Ja, ich bin DJ im Podcast. Das ist soweit. Ich bin DJ. Oh, das ist schön, das ist cool. Ja. Gut für 10. Ja, ich gebe dir gerne so wieder fürs Schütten. Du warst immer bei meiner schönen Polo, ja. Und plus, man Lüge sehr plo bei. Ja, Luke, hallo, gut Supporter in Nordhorn. Soin. Schau das. Muss man. Ja. Hat man auch schon gemacht. Ist dann an ausgestrahlt mehr. Mal Nordhorn. Ja, nee. Ich war so, hä? Man Plover. Das ist ein Plover. Okay. Das könnte aber auch noch bestimmt kommen. Ja. Also, von Leuten das gucken, irgendwann. So. Ja, bon, also das war das Soin. Ja, voilà, ja. Die Product Placement das gemäht. Kleine Werbung, so, Parenthese, so. DJ Nossi. Yes. Wie es zum Nun kommen, da du heißt Nosbusch, das ist relativ Voilà, evident. Ja, genau. Mehr interessant, wie bist du zum DJ gekommen? Also, Wie hast du gefangen? du gehst okay, genau, Punkt, wo ich kann sagen, okay, so wird den DJ angefangen. War ein bisschen den anderen einfach, wie ich Live-Sette von DJ geguckt und so, war ich so, wow, das ist cool, was die machen und so, und dann habe ich einfach ein bisschen siegerlos. Dann habe ich angefangen rauszugehen, so mit 14, 15, schon ein bisschen mehr frei und dann. Ich war illegal. Ja, man, mega illegal. Mein Bruder sagt auch so, au, du musst aufpassen. Boah, das ist sowieso geschehen. Voilà, und dann, ja, dann habe ich irgendwo durch, das ist aber cool, was die machen, das war auch cool, wenn du selbst Kind machen, weißt du. Und ich hatte die Chance, so an meiner Sinde zu sehen, das ist eine Schule, wo es ziemlich viel gefordert ist mit den Aktivitäten, die du kannst machen. Und dann zum Beispiel guckt den Bruce, der Produzent, den Soin, den Antoine, ich, all die Leute kommen aus der Schule. Das hast du mir gesagt, carrément, dass du den kreativen Prozess viel gefordert wird. Und du gehst halt eine Entreprise-DJ, Entreprisen, die das genannt, das ist die Aktivitäten. Und dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und so wie das dann oft so aus Alice, was ziemlich gut equipiert hat zu Lützeburg. Und du konntest das alles testen und irgendwann ist das alles mehr gemäht. Okay, das fand ich wirklich interessant. Also, das mit der Show, weil das fand ich wirklich nicht. Das ist der krass. Ärme Sinde, wo ist der? Ärme Sinde, den hast du zu mir. Zu mir? Kann ich mal nicht. Das also schon nicht kannt mehr. Ich wusste nicht so, was du am Anfang. Also, ich wusste, dass irgendwie mehr kreativ ist. Ja, das Aber war das auch nicht? Also, wie hast du das aufgebaut? Also, wie ich noch da war, aber bei ihnen ist es ein bisschen, das ändert alle Jahre, weil sie immer die bestmögliche Lesung sichern. Ne? Aber wie ich da war das halt so, das 3 Kuren den Tag, 3,5 Stunden. Okay. Das ist Kurs viel mehr lang, wie du fährst zum Beispiel mit 2 Mal an der Woche Englisch. 2,5 Stunden. Dann ist eine Mittagspause, die also 4 Plagen abgedeelt für 45 Minuten. Und von diesen 4 Plagen musst du 2 eine Unterschrift sammeln. Okay. An die Unterschrift kriegst du, wenn es eine Aktivität muss, eine Etude muss, eine Entreprise muss. Du kannst zum Beispiel auch schon am Kaffee geschafft an der Schule, serviert. Wir hatten einen Kaffee, wo du dann servieren kannst. Du kannst auch gucken, ob das etwas für dich ist. Das geht dann an der Fotografie, das geht wie den Antoine war, am Zeichnen, kreativen Zeichnen. Du kannst am Garten arbeiten, du kannst. Das geht wirklich viel besser. Das ist extrem. Ja, das ist übergeil. Ja. Und du müsstest nur den Namen primäres Examen. Ja, alles selbst. Okay. Das ist das Programm. Nee, das selbst Programm ist ab 3e, 2e Premier. Und für Drohnen können du sich, du kannst eine Stunde schwätzen, für das genau zu erklären. Aber du musst sich, wie soll ich das sagen, die Prof ist für mich frei, ein Thema, bei uns war Thema, dem muss Eisenbahn, das klingt ein bisschen blöd. Thema war Eisenbahn, aber von daher sind wir dann rübergegangen auf den Handel, wie ein Handel ist, und Kräuter. Von Kräuter haben wir dann eine Kräuterspiral am Garten gemäht. Also, verstehst du, das geht dann gar nicht so klassisch, das geht dann. Ja. Du musst das selber. Also sind ja dieselben Profe wie an anderen. Also ja. Also, das ist ein bisschen klein, das ist ziemlich familiär. Du bist ja bei einer professionellen Distanz mit den Profen. Wir waren aber auch in der Schule trinken mit den Profen oder so, ob der Premiere, weißt du? Und das ist aber, das war das, was mega cool war, weißt du? Okay, das heißt, die so Entreprisen, also so Projekte, was geht noch? Also, geht so Zeichnen, geht DJ? Oh, du kannst sogar Koffer machen.
Wirklich? Ja, du kannst Kopf mal Konstanze gehen, du kannst stand der Fotografie, hat schon nicht so interessiert mich. Voilà, du kannst halt verschiedene Sachen raus, weil aber ist so, der Fokus liegt wirklich darüber, dass der Hanno weiß, was du willst oder was der Spaß macht. Okay, vielleicht schon mal gerade Lesung von für Vom all die Probleme, die man, Schulsystem. die man schon beschwert. Das Schulsystem gerade vom Gelesen, einfach ein ärmer Sinn. Den haben wir sind also so Heavy Pip, mir für euch war so froh, dass ich an dem Lycée war, weil das so krass ist. Das ist geil, also seit wann geht das denn, weißt du das? 2005, wenn ich mich nicht irre. Die war an sich der neue Lycée, da zieht ich vielleicht etwas. Ah, ja. Genau, das hat der neue Lycée halt zu Hollerisch und du sind sich von Rübergegangen, hat ein Gebäude zu mir bei der Garde. Aber wie warst du auf die Idee, komm du hinzugehen? Ich war Bord Verde und ich war erstaunt, wie die Kantine, das ist ein Himmel gewesen. Das klingt mir vielleicht blöd. Du kriegst so Sachen, verschiedene Menü, Entree, das ist alles, was du willst. Und du warst schon so, das klingt cool, ne? Und dann warst du auf der Sit gegangen und war ziemlich cool, ziemlich eine angenehme Atmosphäre. Und dann sind wir schon hingegangen und dann war ich aber aus der Gegend feiern in der Tisch aus dem Norden. Ne? Und mein Kollege sind alle an LCD gegangen und ich war so, oh. Du warst aber irgendwann, wie ich mich gemeldet und du kommst hochgeholt, du musst dann beim Direktor an ein Gespräch gehen, den nicht da wirklich so interviewt, was die Motivationen sind. Also. Ja, das ist da so weit gegangen. Ne? Und dann kommst du hochgeholt und du sagst zu mir, oh, ich will aber lieber eine LCD. Mein Kollege genau, du sagst, nee, du musst ja, du probierst es wenigstens. Ja. Und am Anfang war ich ziemlich skeptisch. Irgendwann aber muss ich so, das war mega cool, weil... Das klingt übergeil. Voilà. Also, das klingt perfekt. Zum für Leute, die kreativ oder irgendwie halt anders wie traditionelle Schule wie interessiert sind, ob das Entrepreneur oder kreativ oder Musik oder irgendwas. Genau, du kannst auch Pianokurse kriegen, du kannst Gitarre lernen, du kannst produzieren lernen zum Beispiel, oder eine Band, du kannst eine Schulband machen, dann nutzt du Perkussionsszenen, also das alles. Das ist natürlich wirklich dein DJ. Ich gehe so viel, ja. Okay. Also du echt weißt du kannst dir, wenn du dich interessierst, ist ja nicht carrément direkt Material, was du kannst sagen, okay, ich probiere nicht, und du hast einfach quasi das dickste Material, und du kannst da gucken, okay, das interessiert mich, und du siehst halt alles, was möglich ist, und du hast, die sind dann Spezialisten eben an dem Bereich. Ich hatte den DJ, Produzent, den Chuk, der CD Fleisch, ich weiß nicht, das ist so Demos hat immer bekannt Drum-Bass-Produzent früher, und der TST kann doch carrément richtigen Abblick gehen an der Zone, du musst das so machen, aber wenn du das, wie soll ich sagen, du kriegst halt eine professionelle Beratung an all dem, was du musst irgendwo. Weißt du, dann eine Fotografie, also ein professioneller Fotograf, das ist, voilà. Geil. Das ist, wenn du ein Thema hast, wo du gerade kein Do hast, sichern sie dann hin oder... So weit oder sind schon verschiedene Themen, wo... Nee, du hast schon verschiedene Themen, mit sind da so viel, dass ich mal wirklich, du kannst Chinesisch lernen, wenn du willst Chinesisch lernen. Man kann die Chinesen bringen. Ja. Nee, das ist so. Sie sind auch einmal mehr dann nach China gegangen, die Entreprise. Geil. Ja, das... Also, wenn du da nicht findest, dann ist es wirklich ganz speziell. Du kannst Zirkus machen, du kannst Turnen machen, du kannst... Ja. Okay, krass. Klingt cool. Und dann, du hast eben den Premier gemacht. Genau, ich war seit 2019. 2 Jahre. Ja, wir waren das letzte Jahr noch Lorry kommt. Ja, okay, das ist eine andere Geschichte. Das ist, ja, für ungefähr vom Zeitgefühl sind. Ja, genau. Okay. Und dann, okay, den DJ-Karriere hat angefangen, neben so, wie alt warst du ungefähr? Also, seriös angefangen, gebe ich so in 2016, 2017. 2017. Und dann die Lied schütten, das ist ein bisschen der größte Hit. Das hat den Lied, was ich gemeint habe. Ja. Genau. Boah, das ist ja ein bisschen so, ich nicht DJ, was tut kein DJ zu Lützburg ist. Wenn ich DJ in die eigenen Lieder, und nicht gedacht, tut noch nie ein DJ auf sein eigenes Lied gerappt, zum Beispiel. Ne? Und nicht gedacht, oh, wie war nicht, dass du bist ja ein Artist, du kannst so kreativ, so frei sein, wie du willst. Ja. Voilà, dann immer Schritte gemacht, weil ich immer durch die Gegend gebläht. Voilà. So ist ja den Start, aber geil. Also, so ist der einfach am abgelöst, oder was? Nee, also du gefangen den Namen, also du kannst du nicht direkt hin an der 10. Du bist halt, ich habe gefangen 2017 richtig, und einen DJ-Contest gewonnen. Und du durch ja, das war damals am Gymnasium Dietrich. So klein. Und ich habe auf Facebook gesehen, ich hatte mich dann halt gemalt und ich habe gesehen, dass der Voting überhaupt publik war. Das heißt, theoretisch, egal wie unkompetent das du warst, wenn du all den Kollegen du hast, kannst du gewonnen. Und dann habe ich meinen Kollegen geschrieben, ey, kannst du kommen. Und dann sind die halt gekommen, weil dann hast du gewonnen. Und dann kriegst du die echt so Aufmerksamkeit. Und dann entwickelt sich das löser, da gehst du durchplayen, du musst Geburtstag, du musst halt immer gucken, dass Leute dich kennen. In M, die sieht ja nicht, voilà, komm mal hin. Ja. Und so geht das da löser weiter, da musst du immer steigern und dann von den Spaler, weißt du, am Norden ist ja viel Baller noch, ne?
Und voilà, so entwickelt sich das der Löser und irgendwann sind schon den Empire kommen, den der Wattebreg, ich weiß nicht, ob dein Kado war, das ist dann schon ein paar Jahre so. Und dadurch, das sind dieselben wie den M und den Gotten, das sind alles dieselben. Und voilà, dann sind ich rüber an den kommen. Voilà, dann habe ich oft auch gelöst, auch Baller, auch zu Saarbrücken, so ein bisschen überall. Auch Saarbrücken noch? Ja. Okay. Und da einfach durch so, also wie warst du da gekommen? Weil so Lützeburg ist relativ gut angesehen am Nutzleben von den Clubs her so. Weil du als Lützeburgischen DJ kannst Französisch spielen, kannst Deutsch spielen. Du kannst alles. Natürlich kann auf Saarbrücken gehen, da kommen viele Franzosen rüber. Okay. Aber es sind auch Deutscher. Ja. Wenn du Französisch spielen hast, die spielt da dann talschen Französisch, verstehst du? Ja, ja. Da gucken die Deutsch und Blut, weißt du? Aber Lützeburg kann du halt, weil die dann eben Lützeburg gucken, die Clubben haben, ne? Die gucken da rüber und da sagen sie, okay, Lützeburg, DJ, holen wir den mal. Die können dann, du kannst dich flexibel anpassen. Du erkennst ja bei welchen Lieder am Anfang vom Moment, okay, also sind mehr Franzosen, also sind mehr Leute, sind mehr Jungleute, das guckt dir, dass du lösen, was dann du könnt. Aber wie geht das genau? Frauen Sie dich dafür alle Woche oder hast du so wirklich Freelance? Könntest du das vor? Oder hast du wirklich Kontrakt zu? Nee, Kontrakt seelen, also das ist Kontrakt, wenn du hingehst und du unterschreibst, dann ist den Gagekurs an einem. Aber das ist ein bisschen so wie ich weiß nicht, wie ich das kann vergleichen, wir haben für seine Gruppe auf Facebook oder so, oder der Gero vom Club schreibt, da habe ich gedacht, du machst am Juli frei, aber mich so ein halbes Jahr für drin, das ist lo für September zum Beispiel oder so. Und dann der Friede wegen Datum was Zeit, da gehen ich ihm die Freitag oder die Samstag und dann sie stehen sich raus, wie will. Und da kriegst du das gesagt. Voilà. Und los kommt dann immer mehr Datum und dann ist dein Mund voll. Voilà. So ist das so. Dein Ziel ist es, hauptberuflich ein DJ zu sein? Den Drama. So. Definitiv, ich denke, du so kann ich den Drama setzen. Du kannst auch heute zu Lützburg-Stufen erleben. Ich kann nur Leute, die das machen. Ne? Also DJ, die das machen, den DJ, den L-Flex, die leben davon. Aber mein Ziel wird vielleicht nicht heute zu Lützburg-Stufen zu leben, mehr echt, wenn sie. Und ich meine Hauptmotivation war Hannover für wirklich Gäste gehen, weil ich will einfach mal mit DJ Hannover reisen. Zum Beispiel. Ja, Tomorrowland. Ja, das ist natürlich ein Stereotyp. Ne? Es gibt schon du kannst wie zum Beispiel ein anderer DJ, der Busy, den du eine Asien-Tour gemäht. Das ist den als Karimar durch Asien gefahren oder geflohen, wie du auch immer willst. Und hat da verschiedene Clubs gespielt. Weißt du, und das kannst du da kombinieren. Du verdienst Geld, du sagst Welt, du lernst mega viele Leute kennen, weil es halt doch mega open muss sein an dem Beruf. Und, voilà. Wir sind das schon so bekannt, dass du gefroht wird oder seht in den Clubs, ich will. Nee, du kannst einen Club, ich denke, wenn du einen Club siehst, ich will hin, das ist wie wenn du gegen den besten Fußballclub sagst, ich will bei der Spiele, ich will bei Bayern spielen. Das, wie ich beim Bisilo weiß, ich hoffe, dass ich nicht falsch ist, so, aber das war größtenteils einfach, dass sie Connections mit DJ gemietet wird. Und dann, voilà, dann haben die gesagt, okay, du kannst einfach hin und dann komm ich einfach bei dir spielen. Voilà, das ist so ein Échange. Ne? Das ist süß, das werde ich darunter kritisieren, das bringt dich lang sich nicht so weit. Weil das ja Kurterm dich Firo bringt. Aber du bringst aber mehr, wenn du zum Beispiel an einen Club gebucht gehst, weil sie genau dich wollen. Ja. Das heißt, dann kannst du auch bald garantieren, dass du Pummel hingehst. Ne? Und dann kannst du auch mal einen anderen Status haben. Ja. Ich denke, wenn ihn dich freut, kannst du ja auch nicht hingehen, wie wenn du bei ihr gehst. Oh, bitte, bitte. Weißt? Ja, absolut. Und ab wenn ich als DJ kann ich sein eigenes Konzert machen. Ab wenn ich so bekannt, dass ich nicht mehr Clubs auflädt, mehr. Das wirklich. So David Guetta-Style oder wie? Also da muss immer unterscheiden, zum Beispiel ist ja hauptsächlich ein DJ, in David Guetta, in Martin Garrix, die größten nehmen, das sind die Produzenten. Genau. Und das ist einfach, du musst den eigenen Lieder rausbringen. Das ist quasi unmöglich. Also da kannst du eine kleine Party machen oder hier und da, aber du kannst aber nicht carrément so ein Konzert machen, weil du gehst ja nicht ein Konzert gucken, du gehst aber bald oder eine Party, weil du coolen DJ, du hast die coolen Lieder zusammen, sein Set zusammenstellt, aber du gehst ja aber nicht in ein Lokal, weißt du. Genau. Also da sind XXL frei, ich weiß nicht, weißt du. Ja. Mit dem Martin Garrix wird er anscheinend heuer am Secret im Open. Ja, Ivovic. Ja, das tun ich auch schon, ja. Das war aber 400 Zeit, meine ich. War immer, wo mir so 15 war. Ja. Also, ja. Mit Stage rausgegangen sind am Anfang. Ja. Und da kommen Animals und dann das war sein Durchbruch am Anfang. Ja, geht durch, das ist was du Durchbruch hast, ne. Du musst halt lang schaffen, bis die nicht können, wo dein Durchbruch können. Me, du hast ja eben Elite selber gemacht und du siehst, du willst auch DJ beruflich gehen und nicht was mal Produzenten, oder? Doch, also das können du lösen, okay. Aber das ist halt mega, also das für mich mega schwer, weil ich kein Instrument kann und so, und dann ist das, denke ich auch schon für mich schwer. Ich muss einfach so, dass ein Schütten das hauptsächlich vom Tun, Tun.
und von einem Produzent von Berlin, die nicht hauptsächlich produziert. Ich schon meine Tipps und meine Sachen dabei, die ich ging vorne in Hayan do, aber das hauptsächlich Du hast Wort schütteln. Ich hatte Wort schütteln, voilà. Ja, genau. Ich hatte Wort schütteln und Gesicht gemacht, das war gut. Voilà. Ja, okay. Der Tisch so erklären einfach für die Leute, wo ich meine, das ist relativ obvious, aber dann steht zwischen einem DJ und einem Produzent, das halt, dass ein DJ just andere Songs quasi zusammen mixt. Ja. Und ein Produzent das halt Produktionen, also Lieder. Also du kannst doch die zwei sehen, ne? Also die DJ wie den David Guetta, also, die machen Basis vom Mixen, ne? Das kann ich auch sehr beibringen. Da könnt ihr da doch machen, ne? Die Übergänge an den. Du könnt den Unterschied, den DJ kann carrément das kann mega weit gehen, du gehst zu Squash-Battlen und hier und da, weißt du, das sind Skills, ne? Und das sind nicht die Skills vom DJ, und ja, mir also es hat besteht, ich spiele hauptsächlich Musik von anderen Leuten. Es ist mal, ich spiele mir daraus, die mir gefallen und stelle dort daraus, es hat zu summen. Und der Produzent, der möchte halt seine eigenen Lieder. Genau. Obwohl David Guetta, also Konzert, sie spielen auch viel andere Lieder, so die gerade bekannt sind. Ja, du kannst auch andere Lieder spielen, Ja. was du komplett frei an dem, was du spielst, mir die Leute kommen ja aber gucken, weil sie kennen, wenn es deine Lieder. Hauptsächlich, ja. Ja, wenn der dann von als DJ einfach andere Lieder spielen oder muss er Nee, du darfst alles, was du, den Moment, wo du dir veröffentlicht, also dir veröffentlicht, das heißt, du musst halt, du musst den Lieder sonst legal kaufen. Das ist Kondition. Das ist, Ja. nee, du gehst extra Seite für DJ, noch, okay. wo du beziehst 40 € den Monat und dann musst du Lizenz finden. Na, voilà, du musst eine Lizenz auch kaufen. Genau. Also, kannst auch vereinzelt Lieder, wenn du irgendwo nicht findest, hältst du sie sehr von YouTube, mit der Zoll einfach 1000 haben sind. Du sollst aber schon die grobe Zolle von dem. Okay. Also, weißt du, dann ist doch die Qualität automatisch. Ja. Weil Handy hörst du vielleicht nicht direkt, weil so groß Boxen sind, hörst du von der schlechten Qualität, das hört dir raus. Ja, natürlich. Mit geht immer oft gesagt, so ja, DJ machen am von gut nicht. Du stehst du an. Also du musst schon ab, wenn du am MOP Ja, 100%. Das ist sogar das, was richtig anstrengend, weil du Mikro musst motivieren, du musst an die Mikro denken, du musst Lieder, du musst alles feiern. Der Stereotyp könnte bisschen, weil ich das Video von David Guetta, das ich weiß nicht, was den da geholt hat, nur an Galaxie guckt, ne? Du könntest das, ne? Also, klar, du hast viele Waren, ob große Waren, du hast auch präpariert, was du spielst, zum größten Teils. Du weißt ja aber nicht, wie dass du spielst, weil hinzu kommen Leute mich früher, hinzu kommen Leute mich spät. Und das, du kannst es vergleichen wie am Sport, du trainierst ja auch für den Konkurs. Verstehst du? So gucken wir, dass wir sind, das alles, was wir machen, halt präparieren. Und Du musst ja ein bisschen die Ambiance so fühlen, was gerade lebt, und dann kannst du dich adaptieren. genau. Ja. All over der Sahne. Dann kommen Leute um 10, dann kommen Leute um 11. Dann sind mehr Junker da, dann sind mehr Älter da, wenn mehr Älter sind, kannst du mehr mit Dave und Musik holen. Und die Junker sind, weißt du, okay, alles, was am TikTok in ist, muss kommen, weißt du, so. Dafür, das musst du dich einfach aufpassen. Okay. Ja, das ist interessant. Aber wie siehst du denn 4 Bilder an dem Ganzen? Weißt du da? Am Anfang war über den Hardwell, das ist auch so ein EDM-DJ. Mittlerweile ist es echt so DJ in der Region von Paris, das San Loco aus dem Süden von Frankreich. Oder. Wenn Wenn er nicht an der 10 sieht, kennen sie wahrscheinlich nicht mehr. Ich denke, ich habe so 4 Bilder, wo ich mehr no kann sehen und denen, oder was mehr auch dementsprechend das mache. So. Mit denen du irgendwann kollaborieren kannst. Vielleicht ja. Oder ablegen kannst. Ja. Dafür ja, für schön, ja. Ja, geil. Okay. Und wie ist das mit dem Tuner so, wie ist das entstanden? Wo dir so connected einfach, oder könnte so ein 10, wo dir so schon kannt wird? Schon schon viel rauskommen, der war mein Sinn, das ist schon viel wie so. Und durch den DJ, also und ich kennengelernt, weil ich den Lieder gespielt und dann hier und da. Und da waren wir zu Loria, sie sind da abgetreten und ich war halt mit Kollegen da am Gang, mega zu schütteln halt, wie wir dann müssen. Und du sollst immer als Gag so, ey, komm immer noch ein Lied, weißt du, so, ich hatte so eine Idee. Und ja, und das ist richtig geil, weißt du. Und dann sind ich auf den Open-Air-Hosen gegangen und ich so immer, das war die schlecht und die beste Püpp, die ich hatte. Ich war noch an dem Lorry-Modus und schon mega viel getrunken. Ich habe die ganze Zeit die Mikro geholt, schütten, geht mal schütten. Weißt du, mega dumm. Bis dann mir das Mikro endlich aufgeholt, das doch gut war. Und du gehst das mega viral, so am Norden für allem, dass Leute einfach gesagt, nee, schütte. Und dann kommt der Typ und ich will es nicht da, aber Lied, man. So, ja, komm ich mal, ich sollte das schon. Und dann, ja, dann haben wir es gesagt und dann schütte geschrieben, ja. Der gute Marketing. Ja, Also das Jahr war 2019 war extrem daran wissen. Auch war die Jugend vom Jahr nur beim Meldo gehen. Wirklich? Ja. War die krass. Ich hatte sogar schön die Wände am Mann gemäht.
ja. witzig. Du kannst jetzt halt gucken, du hast Schöden als Projekt, von da aus kannst du so wie Stammbahnartig so rübergehen, weißt du, immer T-Shirt gemacht, immer Lied gemacht, vom Lied immer auf den Event gegangen, voilà. Das ist so gescheit, wenn du so etwas hältst und du 4 dich benutzt, das ist so vermacht. Ja, genau, weil das war Karim vis-à-vis von einer DJ, hatte ich halt Chance, dass ich muss, kann so ein bisschen raus hier, wenn, weißt du, Schöden, den Nossi, weißt du. Und das war der mega Markenzeichen, ich so Knäppchen auf meinem Laptop, wo ich dann drücke und dann geht es Schöden. Und da sind Leute immer, weißt du. Das muss nicht immer schwer sein. Ich gehe so, dass es lyrisch ist, dass es nicht weit geht. Aber, voilà. Aber irgendwo, das hatte ich das Gefühl auch noch. Wir waren zum Beispiel an den Spotify World Charts über Silvester. Okay. Einfach so, weißt du, weil dann viele Leute Schöden geleistet in den Ohren. Ich denke, das war irgendwie so Lieder, aber Lützeburg gebraucht. Ja, das klingt vielleicht falsch, aber irgendwo wisst, was hast du für letzte Beschritte? Du hast Falsti, du hast für abrische DJ, die so Wenn das rauskommt, 2019, weißt du? Den 21. November 2019 das rauskommt, ja. Genau. Hast schon Schuhe an der Hut, hast du schon. Wie meinst du? Vom Bruce, der kauft du schon. Ja, das kauft schon alles. Ja, also, ja, ich war ja auch immer die nächste. Squad von Bandana. Genau, das war so die Pioniere. Ja. Ich gesehen mir auch noch nicht, dass du Deel sie von der Lützeburger Rap-Szene, so ich bin am lyrischen Leben 0% Gangster, weißt du? Das wäre auch gut nicht authentisch, wenn ich mich gegen hier stelle, dann ging so, yeah, weißt du? Und für den Teil ist ja ich verfahren gewesen. Ja. Das ist halt bleibt immer dein Markenzeichen. Da musst du eigentlich etwas Neues überlegen, so ein neues Lied drüber zu machen. Das nächste Lied, was rauskommt, nee, das darf ich nicht so. Lied, was rauskommt. Aber das ist mein Gelle froh, Oh, geil. Okay, Lied, was doch rauskommt, das ist 4 Uhr. Weil ich auch immer so, wenn ihr seht, ja, komm, ich mal das, und ja, 4 Uhr, komm, 4 Uhr. Weißt du, das ist ein bisschen nicht. Weil ich denke, ich hätte meine so lange, bis ich schmecke, wenn Leute nicht voll und dann haben sie auch, weißt du, wir sind nicht alles mega krass auslötschen dafür. Und das heißt, du kommst die nächsten Singles, das du alles, oder? Ja, genau. Wir wollen am Anfang ja, wir werden bis Party gehen und da. Wir wissen nicht, dass das ist. Irgendwann ist es einfach los, die Lieder rauszubringen, weil wenn du zu lange wartest mit den Liedern, kannst du irgendwann selber nicht mehr hören. Sind die mal Timo, oder? Ja. Immer zu 2. Ja, okay. Genau. Ich denke mir ganz, das geht gut an. Hier kann einfach Genie am Produzieren, ein Genie an der Musik an. Wenn ich einen Wunsch und eine Idee habe, dann ist so nicht, da geht die dann, voilà, dann ist das sehr gut. Ja, gut. Ja, hier muss man auch noch erklären. Ja, kann man mal ein bisschen über RTL schätzen. Ja, RTL, ganz Thema. Was denkt man dazu? Ich wusste mal. Für was stand noch nie auf RTL? Das ist schon geladen, aber das ist schon normal der Weide geladen. Das ist ein ganz Szene. Ich wusste schon nur gut, dass das ist. Von gut, es war wohl schön, ich bin aber ein bisschen krass spontan. Das ist eine Sache, das ist ziemlich lächerlich, fand ich. Ich denke als Radio, weißt du verkaufst dich, du wünschst okay Blatt für den Mund, du verkaufst dich als Jugendradio und du weißt dich, dazu spielen, was die Jugend im Moment feiert, ne? Und da schüttet all durch Jugendwort vom Jahr. Dann hat müssen das Lied, also nicht, dass ich so, dass du daran nicht beschüttet laufen. Definitiv nicht. Dann hat das Lied ja aber die Woche soll ein paar Mal laufen. Ja, das Jugendwort vom Jahr schüttet, voilà. Ja. Das ist da, weißt du. Und dann, weißt du, das ist auch okay. Schüttet kannst du nicht spielen im Radio. Das ist nicht immer schon Text oder so, ne? Dann sitzt du mit meiner Familie Tisch und da lebst du Alkohol von Herbert Grönemeyer, weißt du? Ja. Alkohol ist ein Sanitäter, weißt du? Dann denkst du auch, okay, komm on, da kannst du auch Schütte spielen, weißt du, wenn so weit geht. Oder Whistle von Florida. Voilà, wie die Bruce so, weißt du, das ist einfach, weil wenn du 3 Wattbiere sitzen, die sich schnell einfach nicht informieren, weißt du, was so? Nee, du musst da einfach, zum Beispiel Propski und den Aldo Event Navigator, das ist nicht, du spielen da auch 2 Stunden lang ganz viel Lützeburgische Musik. Komischerweise, du siehst dann auf Instagram Storien, du siehst Leute, die ausschalten, ob hier ist Sit gehen, sie kriegen auch so in der Durch, wenn du hier Werbung anklickst an hier, die Bots, die da kommen und alles, ne? Da kriegen sie auch so und dafür verstehe ich das nicht, weil komischerweise hast du dann eine Aufmerksamkeit auf die sozialen Medien, die du kriegst, weil du denen als Lützeburg eine Plattform gibst. Voilà, da musst du da schalten, also voilà, das. Aber wie, also, wem sind schuld aus da? Für was ist das so? Kann ich nicht so, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen, mir war noch dem, was du am Interview für Schütten zu präsentieren, und ich habe einfach gefühlt, dass die Frau, die das interviewt hat, die hat das Lied nicht geleistet. Das war nur noch 50 vor, was frage ich in einem Interview? Ja, weißt du, so, gute Frage, Punkt net, und dann da gehen. Weißt du, so.
weißt du, ich war ein bisschen so, und dann denke ich auch, ich weiß nicht, ob den Interesse, also das Problem ist einfach, denke ich, das wird schnell anderen, sie brauchen also im Moment nicht. Das heißt, verstehst du, sie Ja, können auch so überleben ja. im Moment, verstehst du? Ich verstehe, was du meinst. Also Leute auch, wie war soll dann im Radio laufen? Mir lauschen sowieso kein Radio, mir lauschen Spotify, mein Kollege. Ja, mir das ist das Problem. Genau. Also du kannst aber, wenn du an Belgien fährst oder wenn du an Frankreich oder an Deutschland fährst, kannst du aber Big FM oder eine Energie, die kannst du ummachen. Ne? Das war- Kannst auch lauschen. Das ist ein guter Punkt davon. Genau, du heim einfach am Land mis Big FM Deutsch Lützeburg Big FM kommen oder so an die nimmen dat gingen ballere wisse da gingen sie dumm gucken weil da gingen sie irgendwann mussten auf den Zug absprangen weil sie sos gingen hier das ja war Zukunft ich verstehen dass du kein 1907 Lieder mehr spielst das ist nicht die Zukunft mit der Toy Bruce in Schëden en Tën op Tunn en Malaga an just pu ze nennen wie soll so das war Zukunft für Lützeburg an der Musik se du sollst auch potenziell gucken dass dein Radio an Zukunft Das ist von vor, weil so gëtt ja immer so dat das Realität das Radio so beim absteigenden Ost aus an Platz so da einfach hinzuholen so neu erfannen du kannst so viel Möglichkeiten so viel kreativ Sachen an ich meine aber auch dass sie nicht komplett blöd sind und sich aber auch schon ein bisschen Gedanken irgendwie machen vielleicht noch nicht genau umgesagt tun also ich weiß nicht ich hoffe und ich meine auch vielleicht dauert das ein bisschen lang oder sind einfach die falsche Leute geschaut auf den falschen Platz da kann ich auch sehen weißt du so wenn du ihn hörst den wirklich aktiv Lieder spielt also Lieder auswendig gespielt gehen die sich null auskennt für so genau Kultur ja. Also dann hörst du durch schon ein Problem weißt du? Ist schon immer zum Beispiel hatten die auch so du musst carrément an der Musikredaktion bist Minimum ein DJ sind einfach weil du als DJ muss für deinen Beruf ob den neueste Stand von der Musik sind ja. Ja, du weißt was lief du weißt was die Jungen feuern du weißt was gerade abgeht und du kannst auch vielleicht Lieder spielen wo Leute nicht direkt an den anderen Top 50 Charts fannen mir weil einfach Lieder sind die aber keine cool sind Schreibaldum proposiert sind dich oder irgendwie von den Kollegen noch nie ugefroht also DJ noch nie ugefroht so für bei sie schaffen zu können schaffen nicht also ich machen ja sich ist so doch du musst du so Sachen weißt du, oder eng Hip-Hop-Sendung hörst du den Ton an the Bruce zum Beispiel die Idee gestalten ging sicher Leute gucken das ist so einfach Menge du musst einfach ja die Funke weißt du so du dämmst irgendwann muss die Flamme gehen weißt du dass du checkst okay du musst mehr einfach Radiosender können Problem ist halt die sind so groß du kannst du kannst nicht runden ich spiel immer Tunnen Bruce Malaga dir so viele zum Beispiel gut den Schalter Wahnsinn der Mars voilà ich denken du Lützeburg spielt halt viel an das ganz interessant zu gesehen dass lo die Jungen wenn man soziale Medien also fängst du die will auch ihre Grenze raus weißt du? Und das war früher nicht freier Gefühl so Musiker die waren einfach okay Lützeburg aus Lützeburg kannst du die Grenze raus das geht nicht weißt du diese bist so zufrieden gehen aber dann stecke lo mix aber das Leute hungrig sind Artisten hungrig sind wie zum Beispiel ein Interview mit Child wurde dass du merkst aber okay die will raus die wollen so schweißen und wie war mir Holländisch schlecht drin da können die auch Lützeburg schlecht drin und plus an der Vakanz ist oft gefroren ob so Holländisch Schweiz von Leute nicht verstehen weißt du und das war die ganze sie do wann du das muss von die sie nicht weißt du? Das ist ein guter Punkt da halt also Spruch aus Fleisch irgendwo ein Barriere ist ein Klang ja sicher Anfang für dich als DJ also du als DJ oder alle anderen Lützeburger DJ heute am Anfang gut keine Grenzen nee also ich kann spielen wenn ich will das 100% und ich kann auch die Lieder pushen die ich will ich kann mein Lied tun und die ganze Zeit Leute zu lachen weißt du ich stehe da nicht dir du kannst ein Asentur meiner Schule spielen ich kann nicht mal ja Leute gingen vielleicht so gucken ich kann den anderen Kollegen der Sido den hat Marrakesch abgelöst und der hat die Schette gespielt am Club und du den anderen DJ was ist umgekommen was ist das denn ist was ist keine Klänge was ist keine Katz da was ja also okay Schütte ja okay fair enough du gehst du ein Wasserkäse von der Tät das vielleicht immer Lied auf jetzt an der Bresche ich will wieder mal mit meinem Mund aus Tasche. Merci, ein bisschen schlecht Werbung. Ja, weil du kannst ja auch am Anfang Lieder machen mit jeder Reihe. Du kennst ja auch Lied mit dem Child, Mann. So, du hast am Anfang nicht Spruch
Keine Barriere. nee, das ist aber ich selber gehe nicht auf Englisch, Deutsch oder Französisch etwas machen, weil ich einfach die letzte Akzent zu 100% hören und alles Spruch. Ich denke, das ging vielleicht ein bisschen blöd klingen. Ich war in Deutschland in einem Club zu mehr zu stehen oder so nicht. Ich hatte die ich abgelöscht und ich die Mikro geholt und dann, jetzt hebt alle eure Hände. Und ich so, oh la 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 la, oh. Das war schon ziemlich, Leute mich auch so geguckt, wo kennt ihr das? Bau mir dann Das Ganze sowieso, das war wirklich so. Okay, aber interessant. Du, wie gesagt, du jobst die nächsten Lieder, das Jahr Genau. wird Ja. alles gejobbt. Genau. Dann müsste, sobald es geht, Events und Genau. löser bastet den Community, also alles abgeil. Ja, das könnt ihr so lösen. Genau, Ich ja. denke, das Wichtigste ist also einfach, dass du authentisch bleibst bei Ja. alles. Bei alles, was du müsstest, das, was du Ja. bist. Und das ist auch verkehrt. Weil, weißt du, Ja. genau. Und dann könnt ihr lösen. Schon immer, wenn es etwas gerne ist, muss es gut. Wenn es gut ist, wiest du automatisch. Ja. Das ist das Allerwichtigste bei allem. Dafür. Schön gesagt. Und, voilà. Und ich denke schon, das war authentisch, weil Leute gesehen haben, wie ich mich waschgeschossen für 4000 Leute zu Hause sind. Dass ich mich einfach waschgeschossen ein bisschen mehr authentisch kannst du Ja, sein, das ist egal wie schlecht das ist. Meine Mom gewusst zum Beispiel gewusst, wie sie Pizza ist gegangen ist an der Gemeinde. Sie sagt, der Pizza, den dann die Pizza mischt, sagt sie, oh, ihre Fies war auch ganz gut voll da. Und meine Mom, wo? Ja, und das von der Bühne gefallen, das von der Bühne gefallen. Ich hatte halt alles Was war da blöd. geschieht? Ich kann die Geschichte nicht. Nee, weil ich hab mega viel getrunken, wie ich so, dann die ganze Zeit schütteln an nur. Ich war halt, das ist wirklich nicht für sich zu bratzen, du musst so professionell sein, ne? Normal sind auch professionell für die Leute, die spuchen. Heute nicht so Gott sei Dank kann, sie müssen dachten nur Challenge gegangen, also ich schon da so viel getrunken, dass ich an den Bühnenruf gefallen war. Ich habe ein Video, wo ich sie nie in den irgendwo so freizügig durch die lebe, so. Ich habe 400 Leute, mein Hirnmess, ich habe hier mal Leute geheilt. Das ist so die Stereotyp, den du musst, was du wirklich. Voilà. Ich war professioneller DJ. Voilà, dafür, das ist so, noch, das ist keine Reklam gewirrscht an. Ich sind den dachte nur, ich war direkt, oh, du gehst da hin und du entschuldigst dich. Die Flash ist crowded, die war gefeiert. Aber ja, das war halt authentisch. Alle Menschen waren dann nur schön. Ja, voilà. Bist du so als Gag nicht? Das war aber so, weißt Sehr du? gut. Und so ist halt schlicht, weißt du, wenn ich wir den nicht gegen trinken, süß Sprudelwasser gegen trinken. Und du bringst so ein Lied raus, weißt du, das wäre auch so. Ja, Das ist genau. mega. Das ist genau wie wenn ich gegen so Texte wie du Blues rappen. Das ging bei mir schon null passen, weißt Ja. du? Das ging ja. Ich so denke, was ist das da für cringe, egal. Ja, das war. Ja, klar. Ich war so, denk Mom, da dann. Ich war so, nee, absolut nicht, absolut nicht. Aber sie sind ja relativ locker, sie sind auch wie Schlitterasbuschen, also relativ locker, weil ich denke, sowieso mich keine wussten, dass das fähig für so Sachen zu machen. Sie wussten, dass mein Bruder nicht kein Engel ist, sie wollen mal rausgehen und da wenn es da. Mit muss halt nicht, sie waren den ganz Gemengen Ja, oder das die alle Touren rundherum weiß. Voilà. Es wird ja viel gefilmt, also das. Ja. Ja. Ich meine, alle Menschen von irgendeinem Video, wo voll ist, also, und du wird dann noch viel gefilmt. Ja. Muss nicht. Ich meine, du kannst ein paar trinken, für ein bisschen wie relaxed zu sein. Ja, ne, klar. Den ganze Kanne, voilà. Ich schon sie rausgefunden. Tut schon nämlich viel. Nee, ich denke nicht. Nimm mir an dem Muss. Hilarious. So, mal ein bisschen mehr über ein anderes Thema kommen. Gerne. So wusste Ja. ich eigentlich, ja, ich weiß nicht, wenn ich genau war. Hast du dich öffentlich geäußert, Ja, dass du Krebs hast? ja, ich Krebs halt, ja. Wenn ich war das? Das war Februar 2020, gute Diagnose, das ist genau das globale Jahr hier. Ja, das war ziemlich, ich weiß nicht, was will er wissen, wie du gefangen hast, Ja. was wo. Ja, wie hat du gefallen? Ich kann dir nicht so den Tag, wo du gefangen Ja, ja, den Tag, mir was wissen kommt. Das war halt, irgendwann nur Lore wesig, das war so primär fertig gemäht. An irgendwann du gefangen, mein Körper ist immer mal belastbar. Ich habe gemerkt, weißt du, ich bin reingekommen und da sind ich hingefahren, da war ich fragt, dann habe ich geschlafen, am Tag einfach pur mal geschlafen, weißt du. Und du stellst einfach froh, hey, was lebt man da? Und dann habe ich aber immer einfach so beim Auflegen angefangen zu zittern, weißt du, so. Und so dumm klingt, dann habe ich ein, zwei Bayer getrunken und ich gedacht, vielleicht beruhigt sich das einfach, weißt du. Und dann ist es halt gekommen, ich war frei am Turnen und du findest dann mal keinen Gedanke gemäht, am Anfang ich konnte direkt immer mehr. Und dann habe ich gesagt, das kann auch vom Turnen sein, dass ich da, war von dir schon INS. Ich war, ja. Maar ich war nicht am Sportlich, ich war mal mehr am Turnen, wie ich klein war. Und ich dachte, okay, das war mein Grund, wie ich mit Turnen abgehalten und da kann es wahrscheinlich das sein, dass du direkt weiter. Dann bin ich auch bei Doktor gegangen. Voilà, und das ist nicht besser gehen, das ist nicht besser gehen. Und irgendwann habe ich gefangen, ich mal mit Kollegen zu Barcelona und ich dachte, ja, wir müssen die ganze Zeit trunken. Ich weiß nicht, was ich mache, ich weiß nicht, weißt du, ich
voilà, was lebt. Und das sind Produkte gegangen, Blutanalyse gemacht, nicht fand. Und ich so, sind ich da, also meine Mama auch von Doktor nicht fanden, also dann nicht bei dir am Kopf. Und ich war nicht so, ich gedacht, also da wirklich am Kopf, ist irgendwas da raus, oder was lebt da, weißt du so. Das ist alles Abbild, dann. Ja, ich fand es immer mich schlimm gehen, ich konnte immer gut nicht gehen, und ich weiß, dass die Letzte abgelöscht war, so den 31. Januar, 1. Februar, der Weekend, 2020, letztes Jahr. Und ich habe meinem Bruder geschrieben, hey, komm, ich sicher nur, ich muss trinken, weil ich packen das nicht mehr am Rück, weil ich muss irgendwie die Weh packen für Luna, bis mir die Morgen 6 Uhr können zu stehen, ne? Und dann an der Woche sind ich aufgestanden daheim, und ich wollte gehen, und ich bin immer mehr nachgelassen, immer mehr. Und irgendwann sind ich dann aufgestanden, ich habe schon auf der Couch geschlafen, weil ich dort bin, so konnte dann Blut heben. Und weil die sind nicht irgendwann aufgestanden, und sind 3 Schritte gegangen und einfach zusammengefallen. Und ich bin auf 4 Potte gegangen, ich muss pissen. Und ich wollte das nicht so weit fort, ich bin auf 4 Potten, ich bin gekrascht, ich war so, weißt du, einfach, das war mega eklig, ich schudere und schudere, wenn ich schon denke, ne. Und du sagst mir, Mama, so ich ruf nicht den Pap, ruf eine Ambulanz, ich muss an die Klinik, weißt du, weil ich nicht zu machen, und weil die krasse ist nicht gekommen, und die Doktor, schnell gegangen, mir die Doktor so zu mir, Mama, ich bin Psy, ich soll Wasser trinken, und dann wird es besser gehen. Und ich war so, Mom, bei aller Leben, ich bin nicht Psy, ich bin nicht gerne in der Klinik, ich ging lieber nichts wie ein ablehnen. Voilà, und ich habe mein Bein immer Männer gespürt, immer Männer, und ich war so, was ist das hier? Das war mega eklig, und ja, du kommst halt, du kommst Neurolog mich gucken, und dann hat er gesagt, okay, das ist effektiv nicht normal, du musst ich war schon voller Medikamente, ich hatte Morphium gekriegt und alles, eben für die starke Weh, weißt du, weil das war ein Ping, ich wusste nicht, dass ein Mensch so weh kann tun. Das war ungelebt. Ich war wirklich schon nicht mehr geschaut und nicht mehr, weißt du, schon gebettelt, schon Doktorin angebettelt, geht mal etwas, weil das ist unerdroben. Und du sind schon den IRM gekommen, weißt du, den Tunnel, das Scannen, und ich schlug das, und mir war mega drunken, und ich so am Kopf, weil es war so mega unangenehm, viel zu platzen. Und ich so, komm, Erik, packst das rein, und da kriegst du gesagt, diese gekürzte Nerven, da kannst du gehen. Ne? Komm ich raus, und dann sieht der Doktor, ja, mir schlecht nur, und ich so, okay, das ist es. Das ist ja, du hast ja nicht mal ein Foto gewiesen, das war so 6 cm Tumor am Reck, so. Und ich so, oh krass. Weißt du, und ich nicht den Moment realisiert, und ich so, als Krebs, und ja, dann ist es gegangen. Und ich weiß noch, die Bronchite, die mich dann gedrückt hat, ich so, evaluiere nicht, dann die kommt auch kein Antwort, du kannst doch kein Antwort geben, weißt du. Das war ziemlich impressionant, am negativen Sinn, weil, voilà, du kannst da drauf robben. Ein Kollege von der Fedron an der Klinik aus mich besiegt kommt und so, oh, stelle wird viel Krebs, so, weißt du, und wieder, nee, weißt du verneinst das natürlich. Und du warst so, und, also die erste, ich war, als ich es nicht realisiert, ich war so, okay, krass. Weißt du gehst bei einer Party, du gehst Zigarettenpackungen, du gehst ja kein Krebs oder so. Ich sage, ja, okay, ich nicht, weißt du. Oder schon 20 Jahre, weißt du, das kann nicht geschehen, dass du das so etwas hörst. Du leidest einfach durch dein ganzes Leben, alles, was du dafür hast, alles, was du willst, man. Also, wenn man einfach fort, weißt du, du denkst, fuck, man. Du denkst so etwas, ich weiß nicht, was ich sagen kann, du denkst, okay, krass, was am August das, du gesagt im Fernsehen, ja, sie machen Reklam, oder am Facebook, für die Wand am August, und du friest dich, sind nicht danach da, weißt du. Und das geht so weit, das ist einfach, wie soll ich so, das ist unbeschreiblich. Ich konnte von einem Tag auf den anderen nicht mehr gehen. Ich konnte mich nicht mehr lang waschen, ich konnte nicht mehr lange auf die Toilette gehen, ich schlug bei der Intensivstation, ich konnte neu operiert, konnte den Tumor, es war schlussendlich kein Tumor, mit dem haben sie das noch gemerkt, und sie die rausoperiert, dann sagten sie halt zu mir, ja, okay, probier den Bein zu heben. Weißt du ja am Kopf, alle normale Menschen wissen, so, zack, das geht, ne? Du musst ja keinen Gedanken. Ja. Und ich habe mein Bein geholt, das war wirklich Wahnsinn, ich habe probiert, Bein zu heben, ne? Und das ist nicht richtig gegangen. Und ich war so, okay, krass, was lebt da? Und dann kam auch der Kine auf die Intensivstation, und er so zu mir, von der 2 sogar, weil ich halt so immobil war, und sie mich so abgehoben, also mein Bein, ich konnte die nicht selber rüber, der Tisch sind sie geholt, rüber gelöscht, und die sollten sagen, okay, du siehst jetzt nur, wann den Face im Boden sind, ne? Ich so, ja, okay. Ja, wo sie können, sie haben mich schon geguckt, so. Was? Sind die Boden, so, ich weiß nicht. Ich keine Ahnung. Ich kann nicht so, mein Bein, die könnten durchhalten sind, mein Bein, die könnten nicht, aber ich weiß es nicht. Und das war so extrem, ich weiß das Gefühl, wie wenn es gestern wäre. Voilà, und dann habe ich raufgeguckt, mein Face so schief da einfach, weißt du so. Das ist das gut, kein Gespür mehr an den Beinen.
Das war Wahnsinn gewesen. Also es war ein Doktor, der doch für unter Nöterpiert immer gesagt, wo man 120 werden, sitzt für dein Leben lang im Rollstuhl. Weil den Tumor so krass die Nerven streng zerdrückt wird. Das war doch der Grund, wie ich immer mehr wegrudern, dass immer mehr durch den ganzen Körper gezündet. Mir hat den Doktor das nicht viel mehr frei müssen erkennen. Das ist immer so froh, meine Mama so hat, bis auf die enge Frau hatte ich ziemlich kompetent Doktorin. Und, das Problem war, dass das um Scanner hast du effektiv nicht gesehen. Du hast den Doktorin drüber geguckt und hat keinen gesehen. Und voilà, und dann am Endeffekt bringt es nichts. Was bringt es, dass du so, weißt du, ich noch nie, du hast dich natürlich ganz gefragt, wie war es nicht, weißt du, siehst Leute mit 80 Jahren, du siehst Leute mit 85 Jahren mit den Gang trippeln und du fragst dich, was Mensch mit 20 Jahren, weißt du, ich muss Party machen, ich muss Weltreise, pipapo, was doch immer, an dem Ort da muss, aber nicht heilen und du kriegst, weißt du. Und am Endeffekt bringt es dann nichts, du hast die Krebs und du musst einfach fucking da durch, du musst das packen, egal wie, musst du deine Mentalität kriegen, dass du siehst, okay, ich muss, du weißt, das ist kein, wieso schon, das ist kein Mindset, du stehst morgens um 6 Uhr und ich esse mir vollkommen Müsli gehen zu laufen, weißt du, das ist ein Mindset, den du musst kreieren, das geht im Leben an Tod und das geht da bewusst, wenn du auf der Station leise, wenn du Leute gesehen hast, Leute, die sehen aus, das ist einfach, das ist furchtbar, ich kann das nicht beschreiben, das, ja. Das, ja, ich kann schon. Ich kann nicht viele Sachen, vieles erleben vielleicht, ja, und, wow, ja. Also. Nee, das nicht. Nee, oh Mann, nee, dafür sonst nicht. Ich gehe noch ganz offen da mal weil ich fand, dass an der Gesellschaft allgemein ziemlich in der Dreck geht. Ziemlich zum Schluss, weil mich ziemlich traurig und mich doch immer so in der Rose fand. Ich weiß, du gehst auf Facebook, du siehst halt, das ist alles scheiße, das ist Corona, das sei ja du, weißt du. Das ist alles eine Sache von Perspektiven. Ich ging die Leute am nächsten hören, ich ging mit denen an die Tonnerklinik vor, weißt du. Das wäre kaputt. Weil er schränkt dann gab's für. Weißt du, ich ging mit in einer Kannerklinik vor einer Krebsstation, auf die Station wo ich schlug. Und dann erklärst du denen Leute, weißt du, was Misere ist. Was ist Misere? Das ist nicht von der Restaurant. Klar, das ist eine andere Lebensqualität, wie man gewinnt wäre. Aber das ist aber nicht die Lebensqualität, die du brauchst. Weißt du, viele Leute wissen nicht, was Gesundheit wert ist. Und das und ich realisiert, weißt du, du kriegst von einem Tag auf den anderen alles geholt, du kannst gar nicht mehr machen, weißt du. Und sie so ja immer, und das weiß ich, du weißt du, alle Menschen zwei leben. Und das zweite geht du, wenn du realisierst, dass du just einen tust. Und voilà, und das ist genau das, weißt du. Und dann zweite Leben, das du umgegangen, aber einmal, weißt du, so ganz einfach Sachen, ich war der Mutter bei meinem Baum jetzt, du appräcierst das aber einmal an, weil du einfach denkst, wow, das ist ein Wunder, dass jemand Erde nach Schuhe gehen hat, weißt du. Ich ist mal 20 Stunden schwer, du denkst immer, weißt du, ich hatte 20 Jahre. Und du denkst immer, oh, was wird geschehen, wenn ich stirb, Und dann wirst du den Echten, weißt du, als Asian, als Kandidat auswählen. Das hat geschieht. Ja. Welche Krebs hast du da genau? Ich hatte Leukämie. Ich weiß nicht genau, welche Leukämie. Ich habe mich wenig damit beschäftigt, dann auch, weißt du, weil man nicht Brüste zu so voilà, welche Krebs das, du sagst von einem, du musst so gegen kämpfen. Das war Leukämie. Und am Anfang konnten sie gemerkt, dann einfach ziemlich krass, am Anfang konnten sie gemerkt für Knochenkrebs. Und du sind die Überlebenschancen aber ein bisschen mehr groß wie bei der Leukämie. Und, was sind die Überlebenschancen? Ich weiß nicht, der Prozent hat schon nie gegoogelt, okay. Weil ich denke, dass das, selbst Google, Krebs zu googeln, das nie, ich denke, dass das nie gut ist. Du musst einfach an den Kopf. Wisst ihr, das ist schon so günstig, wie wenn du ein Auto klemmst. Du kannst so viel geschehen, du kannst so viel Akzidenten machen. Aber ich bin einfach davon ausgegangen, weißt du, klemmst ein Auto, gehst du davon aus, dass du sicher auf deinem Ziel kannst. Und dann wird für mich selber so, okay, du wirst viel Misere kommen, du wirst viel scheiß Zeit kommen, was du musst durch. Aber am Endeffekt kannst du sicher auf deinem Ziel tun, und das muss einfach. Das Prozent, da weißt du, meine Mama von einem erzählt, den hat Lymphdrüsenkrebs, der Doktor zu 95% gesund, den hast gestorben. Das ist die Variante 5%. Dafür kannst du da darüber wirklich gut nicht machen. Aber wie hast du da den Mindset selber untrainiert? Ja, ich war schon immer ziemlich viel Mindset. Ich war schon immer meinen Kollegen, ey, ich war immer an der Schule, ich war ziemlich dumm. Ich war immer, ey Junge, weißt du, sie waren dann, oh, ich gebe Bock zu lernen, das ist immer Schule ist eine Chance, Schule ist eine Chance. Weißt du, das klingt mega dumm, das klingt mega wie Mama, das war also, weißt du. Und du musst schon, auf Netflix gibt es Film, den heißt Heal, den kann ich nicht mehr rekommandieren, du schwätzen sie alle lieber. Mental, wie Leute sich mental fit halten, wie Leute sich dann eben gesund halten, ne? Und du hast nicht geguckt, dann ist schon halt ein bisschen, auch wie dumm klingt, Gary Vee oder so, weißt du, dass du musst dein Mindset selber rundherum dich aufbauen, zum Beispiel wie Corona kommt oder so, weil ich halt, die ich keinen Besuch mehr kriegen, das ist, du musst schon 5 Wochen allein an der Klinik und du musst einfach gucken, okay, das Einzige, was ich nicht darf, ist abgehen. Das Einzige, was ich nicht, weil ich denke, hätte ich mich abgegeben, schon nicht mehr. 100%. Das ist eine Sache, wo mega 50% gab es, definitiv, dass du da immer drüber ist. Und bei mir war halt die zwei, es war Leukämie zu einer Seite und es war halt Gehen auf der anderen Seite, weil ich mich so neu gehen lernen, ich konnte nicht mehr gehen. Weißt du, den 1. März weiß ich noch,
Stück am Gebox so 10 Sekunden mich gezittert für die 10 Sekunden der zu halten ne? Das ist einfach Wahnsinn aber immer gesagt den der Rocken der geht und du bist einfach so oh, krass der geht und wie drin du stehst nicht froh Toilette ist normal du gehst auf Toilette weißt ich muss auf Toilette mit Schelle weißt du da die könnt den dann hilft den ich so dick seelisch dann weil ich halt noch immer gelegen werde gehst du so rief auf den Stuhl gedreckt wo Lachen drin hast weißt du schießt Personen die da und dann du kannst einfach viel weißt von engem auf den anderen Moment bist du wie in 100 Jahren weißt du so ja voilà das ja wat grüße der Chemotherapie oder ich da ja 3 Stück zu Lützeburg an Stammzelltransplantation im Land du mis an Belsch an du schon eng 400 Stammzelltransplantation also Prinzip sech die Basezellen an der Tische christ du die Chemiotherapie an da gist immer isoliert bei der Leukämie weil da geht dein Immunsystem rasiert wirklich das heißt, du bist op null gesagt du hast gut kein Immunsystem der Tisch du war von enger Kummer isoliert wo nundisch können dann ha du kriegst spezialisten speziell gedrängt an voilà und dann was für den froh immer Schluss ja genau voilà Transplantation ja so war okay. Das heißt, das war Februar März April Mai Juni Juli August September der 8 Monate in der Klinik ja ja, das ist real life ne du kannst ja raus das Dinger wie so weißt du für du war auch eine Party rausgeschüttet hey du das da und du brauchst aber immer noch richtig leben weißt du da weißt du das soll alles so schön weißt du nicht mein Bobo verstanden den immer Sachen vom Krieg erzählt war schon so ja okay erzählt mir das fällt den ob weißt du wenn das selbst ist ich meine kein Tag vergeht wo Schnitt in der Tanke weißt du da wo du einfach denkst los nicht einfach bewusst weißt du ich kann du das und du passt einfach so überhaupt du liest für seine Perspektive du genau das ist von Perspektiven du gesagt einfach viel Sachen an nicht klar wie ist so mal Corona scheiß mir du denkst einfach du warst gesund weißt du oder ist die nicht zu 100% du warst bei 90% gesund weißt du und einzelne auch Leute wo ich aus der Fenster gucken also an der verlachen muss ich weiß nicht wie war schlagen muss weißt du mir einfach du warst einfach froh das ist so simple Sache kann ich immer glücklich machen und einfach weißt du ich verstehe noch Leute die fokussiert sich so zu machen wie für mich ist das gut keine Motivation mehr also klar du willst den Suche verdingen haben mit dem was du gerne musst mir ich hätte die reichsten an der ganzen Klinik sind die reichsten ich hätte gerne 10 Millionen im Konto ich wäre in einem Schein gewesen schon gelehnt hat weißt du und du geht halt mal alles bewusst was immer so so ist nicht wichtig oder so ist nicht alles und ich denke das tut mir einfach für mein Leben gewiesen dazu nicht alles sind mir meinst du muss so etwas geschehen da den das realisiert nee dafür will ich die Leute das weißt du will ich die Leute das so verbildlichen weißt du dass da einfach mehr bewusst geht genau das ist einfach viele Sachen da dankbar was klar das kann die Motivation sein mehr Menge sind nicht mehr weißt du dafür. Aber wie war der ganze Prozess wie du irgendwo gelehrt hast du einfach viel trainiert ja du musst all da in 2 Mal der aus der Klinik kommen also den Kine ist ein Zerschall wo muss gucken du ne ja merci denen ist mega viel zu verdanken also ja, du musst halt da du gefangen mit Übungen am Bett bist du völlig kurz über Bett geschaut bist du Mann dann du gefragt wie ich gesagt hat du stehst du sitzt das kannst du da gar nicht vorstellen von mir out abstehen gehen wir bewegen mir holen Muskeln die dafür weil es so lange lung ich komme nicht mehr auf ich hatte einfach kein Muskeln mehr wisst ihr an auch gefühle mir und dann ist ja los du hast mega viel trainiert ich hatte so dann habe ich so Scheiß gedreht an der Nürsch da sind um 3 Uhr wackrig so Rose mit Tränen an und dann habe ich einfach die Übung so mit den Beinen so ich weiß nicht der gesagt vielleicht mit den Beinen so weil das carrément Training für mich war für meine Kniemuskeln ne und ich war so Rosen und 3 Uhr so die Dinger so voll rumgehen ich schwer rumgehen und ich denke dass er doch das ähnlich positiv war Kasino ich muss mal auf das Krebs fokussiert aber mehr auf das rumgehen können weißt du, das ist halt da krass aufgelenkt, weißt du, an den ganzen Dingen. Okay, mit mir bei dir so, dass du ultra krass so den richtigen Mindset entwickelt ja, du musst. So du musst noch viel... Du musst. Ja. Du hast kein Schwert, das Leben oder Tod. Und das wissen, siehst so, du musst einfach von Anfang an sehen, okay, ich packe das. Ja. Du hast klar, du hast dich schon noch rein zu dich, so wenn ich den Ziel, okay, den ist verstorben, den ist so Krebs verstorben, das sind so Momente, die mich krass triggern, weil ich einfach so ein Kass, weißt du, du hast kein Schwert, wie gesagt. Bist du nie drüber nachgedacht, abzugehen? Nee, oh Gott.
Und ich war so froh am Leben. Ich bin allgemein so froh am Leben, weißt du. Du gehst auf Lore, du gehst Party, du gehst Kollegen treffen, weißt du. Und du wirst schon immer mittlerweile, dass immer das verkrampft. Du hast halt Leute, die sich schon verkrampft, nur irgendeinem Sinn am Leben. Oder nur irgendeinem Sinn, was bringt das so eine Stimme? Ich denke, mittlerweile kannst du einfach akzeptieren, Leben, wenn alles liest, richtig schläft, den Kollegen, den Umfeld, den Familie gesund sind, dann hast du Leben einfach Kado am Mengen an. Das ist einfach, weißt du, das ist einfach cool. Du musst einfach, mein Bruder sagt, mach einfach, akzeptiere einfach, dass es cool ist, weißt du. Das ist so. Und dafür abgehen, also ich war eine Zeit lang im August, du warst wirklich nicht mehr so weit fort, dafür, dass du lebst, und dass meine Mama dann noch gesagt hat, ich konnte, die muss nicht richtig schmerzfällig halt. Voller Medikamente war so, dann einfach, weil ich wirklich nicht mehr ausgehalten von Wehr, weil das so psychisch, weißt du, Lungensänger, bei der Transplantation Lungensänger, kennt dann an der Schwammen die Plastik-Patches, die Rohfänke, so kann ich verstehen. Aber hier ist ein Bett, du hast heute ein Plumpsklo, du hast Lavabo, und irgendwo an Blutdruck zu muss. So. Und die Rest sind also Plastik-Patches rundherum dich, wo dann Luft von oben rauf können auch rausgedrückt wird. Das heißt, dass die ganze Zeit Zirkulation drin ist und dass die ganze Zeit Luft gefiltert ist. Ja. Und das mich die ganze Zeit, weißt du, das Geräusch und oh Gott, du gehst Müll, ich schlug da 5 Wochen an der Kummer, weißt du, mein Fernseher ist nicht gegangen, du gehst irgendwann mega blöd, weißt du, ich war so, du findest ihn doch los, wenn ich da bin, ich kann kein Netflix oder so gucken, ich muss irgendetwas machen, was mein Mindset oder was mein Wissen weiterbringt, weil ich einfach 8 Meter lang gesundheitlich gezwungen war, ich konnte nicht machen, ich hatte keine Energie, ich konnte, weißt du, Leute so nur, sie können Musik machen, sie können mega viele Lieder machen, so, du geht das, weißt du, das nicht, wie wenn ich los an der Kummer gewirrscht wäre. Und das wie soll ich so du für Trick zu kommen, du nicht schon irgendwann einfach gesagt zu den Doktor, und ich schon so gefleht, gib mal irgendetwas, was mich ein bisschen verscheißt, weil ich packe das nicht. Und ich weiß, du kriegst so eine Maschine, du hast das dann durchgelaufen, und dann war das so Beruhigungsmittel, weißt du, und da war es einfach die ganze Zeit, weißt du, was mir mein Bruder hat mir Sachen erzählt, und ich war einfach so, okay. Ja, wissen, weil man dann ein bisschen scheißegal war in dem Moment, für die Riechreifst zu so. Und dann ist schon noch zu selber dann nicht, man, wenn ich mega krass die Miesen hat, dann habe ich so meinen Finger auf der Maschine gesicht, wo du Plus hast, weißt du, so. Wir hatten das ein bisschen so gemäht, dass du das nicht selber kannst du sehen, weißt du. Voilà, das war die eklige Zeit. Und dann muss man das am Nachhinein, ich hatte aber noch nie, dass ich so durchgehen oder so. Einfach, dass ich etwas gebraucht habe für mich ein bisschen. Zum Beispiel den Barcelona Bayern, 8-2, den. Das ist mein Kopf blieb, weil ich schon den Match geguckt, und das mein Fernseher war schon ein anderer Kummer, mein Fernseher gegangen, schon den Match geguckt, und ich war nicht gewicht, weil ich den Match mal geguckt habe, ich fast kein Goal mehr, weißt du. Ich war einfach nicht mehr, und das war krass. Das war so ein bisschen seine Nahtoderfahrung, wie ich schon so in die Zeit habe. Weil meine Mama so im Nachhinein, sie hat den Doktor gefragt, ja, wie steht das da, Martin, weißt du, sie wollte einfach Chlortext, egal wann fehlt, das Wichtigste ist in der Medizin, dass der Chlor mit den Leuten schwarz verlebt, weißt du. Und die ihre jungen Leute brechen nie, weißt du, das heißt, wenn ihre Ehe angebracht wird, voilà, dann da können wir uns so denken, was geschieht wird. Und das ist mir Gott sei Dank am Nachhinein so, ich meine, in dem Moment selber hatte, boah, das wird krass gewesen, weißt du. Ja, man muss einfach, boah, krass. Tisch los, alles gut. Alles gut, ja, bis Lobing Analyse sind top, ich kann mich vielleicht noch nicht so krass belasten, wie viele Runden, ich denke. So, ich meine, das Heilo, weißt du, wie ich nur noch, ich weiß nicht, bei Kollegen so, da war das da von der Energie. Also, wie ich am Anfang daheim war, im September, da sind ich am Tag duschen gegangen, das war das. Da hast du geschlafen. Weil die Chemo und alles, was du kriegst, das. Ist dein Immunsystem also nicht alles okay? Ja, schon das Immunsystem von meinem Bruder halt. Ne? Ja. Also, ist zwar Lohn nach, dafür muss ich auch an die Foto machen, also muss ich einen Maß machen. Ich bin Lohn nach vulnerabel. Klar. Weil ich noch immunsuppressiver Hunde ist, weil dein Immunsystem, was mein Bruder gut ist, noch ein bisschen in der Dreck gebe. Ah, wer von deinem Bruder Cruz? Die Stammzelle. Ah, Cruz, der von deinem Bruder? Genau. Ah, okay. Ist so, also, das ist sich bald Wunder, dass ich schon nach Hause sehen, weil die Chance ist 1:3, 1:4, dass sie passt, zum Beispiel mein Bruder. Ne? Das muss nicht sein. Und dann, wenn der nicht passt, musst du an der Welt sichern, an den Banken. Aber wenn du keinen passt, dann hast du Pech. Das ist so, weißt du. Und dafür sind ich noch immer auch da, denn was aus der Wunder, dass der nächste Bruder, den schon passt, weißt du. Das ist impressionant. Und das ist einfach auch, wie weit Medizin ist, weißt du. Mein Immunsystem wird fortgemäht, mit Chemo, Radiotherapie. Und da kriegst du einfach Zellen von deinem Bruder, und da baust du mein Immunsystem auf. Ich weiß nicht, ich hatte zum Beispiel ganz blond Haar. Hellblond bei meinem Haar. Immer.
immer schon mein Leben lang Okay. und dann bin ich verändert sich der Kippe so Wirklich? ja schon Bonjour Ja. und weißt du so und ich wollte gucken für ein anderthalb Jahr das sind einfach so ein hellblonde Bub und lo ja Oh, wie Der krass. ja das ist nicht wichtig weißt du wie ein Rotor gewesen ist oder wie ein Rotor gewesen Ja, mir ja, hat du warst rum Ah, du ja. weißt du ja schon noch Leute beginnen zu sagen ja wie viel zu den Humor und blonde Stimme nee, das ist nicht das. das ist nicht da voilà weißt du Ja. Ja. ja Ja, für lo, das ganz einfach abrupt aufzuschließen. Ja. Du hast Sinn vom Leben, für dann nur geschwärzt, der Tisch, Sinn vom Leben, Ostleben. Kann ich das so sagen? gib es so ja Kann ich so sagen. Frieden im Leben ging ich Ja. so ne Leben ich klingt mega Moralapostel mit das ist die einfach Dinge ja. die ich du rausgeschlossen hast im ganzen weißt du nicht immer verkrampft so. Weil er viel war heute so geht einfach gegen Grund heute ist einfach geil wie war gehst du beim Party gut zu genießen. voilà für zu genießen für Kollegen voilà was du weißt Wie wichtig war dann von der Zeit für so Familie und Kollegen, die dich supportiert tun? ja also ganz wichtig Ja. für allem den eingekreist war du kriegst natürlich auch Message von Leuten was ziemlich schläft aber wirst aber geduscht Baustelle nicht mit denen zu denen wissen noch Leute die gesucht und denen ich nicht denke war auch kann ich auf Besuch kommen also so ist halt nicht Base gemacht wie keine Lust ich denke in der Sängersituation ist es recht Saison ich keine Lust Ja, klar. ganz wichtig als wirklich ich hatte ganz ein Kollegen an voilà, meine Familie die da kommen sind mir durch die Corona bedingt weil ja alles die Zeit doch war konnte ich halt immer nur einen Besuch kriegen zum Beispiel mit meinem Papa im Auto geschlafen meine Mom an der Belge und meine Mama ist beim Strom und sie ist aufgewesen so. Das ist aber ganz wichtig ich denke einfach wie das ist eine große Normalität schon doch appréciiert von mir nicht die war Krebs oder so geschwärzt Ja. ist das einfach mal ein bisschen raus Genau. Ja. voilà. Meine andere Sinn gebe ich auch so dass zum Beispiel die Corona was in dem Sinn also das ist jetzt ziemlich mies alles das ist auch Wahnsinn was lebt ich denke für mich wird am Kopf noch viel mehr schwer gewesen dann alles normal weitergegangen verstehst du hast mit den Kollegen du hast keine Story gesehen wo sie alle rausgehen du hast keine Story gesehen wo er mega lebt oder da lebt ich denke das wird da eine andere Kategorie geben wenn du das alle Weekend und so. Alles bis mir ausgebrannt ist. Genau So. das ist alles bis Ja, mehr das nicht viel etwas verpassen. genau Ja. du hast einfach den Zeit auch lohn auch durch Zeit für mich zu reparieren und dann wenn alles so geht Ja. für Schön. Okay. Ich meine, am Anfang alles, was du gerade geschaut hast, das war immer wichtig. So für Ja. generell so die Mentalität in unserer Gesellschaft ist ja wirklich so, genau dass so mehr machen, mehr suchen für Dinge, so immer weiter, noch vier, noch öfen. Und dein am Anfang, was du gesagt hast, war ja wirklich so appréciiert, weil kannst du sehr fortziehen. Ja, und? op de Punkt post voilà Ja. op de Punkt post so das nicht noch am DJ so wisst du so ein schmal den zwei Liebe so geschenkt Login ich Gas am DJ und ich gehe Gas an dem was ich will gerne du sollst immer Gas gehen das will ich nicht so mir soll einfach so dass du halt so wenn du denkst dass ihr schnell wisst fällt dir Glas Wasser oder so da riechst du dich up mit der nächste ey wow ruhig stecker hin los einfach alles auf dich wirken los einfach wirken weil du bist gesund du kannst Spruch machen du kannst Zeit kannst du voilà das ist einfach alles Ja. ein bisschen mehr Am Anfang als Gesundheit so die Basis, was du brauchst, und da kannst du am Anfang mal, was du willst. Genau, Das heißt, am Anfang musst du einfach Gesundheit als das Wichtigste gucken. Schon appréciieren und nicht als Ja. selbstverständlich. Mhm. Genau, das ist halt so krass, das gesagt auch um Corona. Ja. Leute müssen nicht fortgeholt kriegen, für das sie lernen, es zu appreciieren. Mit das auch schon am kleinen Niveau ist genauso von den Schnapp hat. Dann denkst du da so, wow, wie cool wäre, wenn ich nur durch Schnurz kenne. Voilà, das ist Ja, ein ja. genau Beispiel. Ja. Hey, weil du natürlich die Extremsituation mit, das ist Ja. genau das, was ich halt für dummer zu und ich so noch nicht wüsste. Ich soll nicht, hier ist nur Salut, hier ist nur hier, ist nur du. Weißt du, ich soll einfach auf Gas machen, was du Lust hast. Und Okay, so. wen interessiert das halt so? Weißt du, Leute, wie so auf den Alltag leben, weißt du, ich, wenn ich fortgeduscht, wenn ich fortgewesen, wenn ich gestorben wäre. Wen hätte dann interessiert, weißt du, wenn du, ich weiß, ob der Party, den du geschwärzt hast, wenn du auf der Party das gemacht hast. Das ist alles egal. Das ist so vieles mehr egal, wie Leute. Du darfst dir nicht so viel Gedanken machen, weißt du. Oder was dir eine Story müssen, du vertudelst dich. Das ist authentisch, das passt du, weißt du. Ja. Ja, das sind, genau, das war gut resümiert, das ist das Gesundte. So. Sollen wir noch zur Gelle froh kommen? Ja, Das hast du mal gewusst. Was ich mal schon als von der aller Kollektion kommen nach Neujahr. Ne, voilà, schon schön, die hat mal gewusst. 2 für die Männer und 1, die wir verspielen. Vielmals merci. Vielmals merci, ja. Die war geil. Und die ich bin gerne froh. Genau. So. Ja. War das Ding froh? Also, mein Vor ist, welches Lied bringe ich demnächst beim Tun raus? Wie hieß das Lied? War sie. Du hast es gesagt, ja, geil. Weil,
Ich schon für nicht gesagt, nee. Nee. Ah, du hast einen anderen Titel Ich schon einen anderen Ah, Artikel. okay. Kann ihn aber rauskommen. Ja, Voilà. kann ich raus von den sozialen Medien. Genau. Oder wie Ja, das easy. das besteht, ja. Schon. Ja. Okay, Vielmals merci für deine Zeit, auch für wirklich Merci auch. mega interessant. ich war interessant. Cool. Freut Ja. mich, wenn ich konnte. Ah, ja. Also ich meine noch für die Leute so alles an Perspektiv zu setzen, also Das auf mein ist ganz, Schwierig. ganz wichtig. Ja, Und dann für vielleicht also ich will erst schon mal so ein interessanten Aufschluss wird gesagt. Ja, Wenn mach immer- das. wenn immer mein Pops wird, hier so immer. Ein gesunder Mensch für 1000 Mensch, ein kranker nicht sehen, und das ist gesund zu gehen. Und für den Fakt, dass er gesund ist, sollen einfach alle lachen. Weißt du? Ja. Voilà. Perfekt. okay. Merci. Vielmals merci. Bis nächste Woche. Merci, Ciao. Pupato auch. Ja. Und voilà, abonniert den DJ Nossi und abonniert alles. Keine Frage, voilà. Bis nächste Woche. Jo. Vielmals merci. Ciao. Ciao.